Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal die PK vor dem Spiel gegen Hoffenheim. Könnte ja ganz interessant sein. Bei uns ist ja gerade ein bisschen was los, so mit Ohrfeigen, Eklats und so weiter und so fort. Und von daher schauen wir mal, was der Tuchel so zu sagen hat. Und wir starten einfach mal direkt rein. Ja, hallo, der 28. Spieltag in der Fußball-Bundesliga ruft. Willkommen euch Hallo. und unserem Cheftrainer Thomas Tuchel. So ein bisschen hoch vielleicht, oder ich runter. Gleichen wir uns an, genau. Herzlich willkommen zur Medienrunde vor dem Heimspiel morgen des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim. Morgen 15:30 Uhr. Ja, also Full House hier, Full House. Full House. Die erste Frage bitte, gleich hier. Mario Krischl für den Kicker. Ja. So, Herr Tuchel, servus. Servus. Vielleicht können Sie gleich mal sagen, wie es mit dem Personal aussieht. Chupo Chupo ist raus fürs Wochenende. War da abzusehen. Noch mehr? Muss ich jetzt überlegen. Normalerweise habe ich immer meinen Zettel dabei. Habe ich jetzt glatt vergessen. Ne, ich glaube, sonst sind alle bereit. Niemand mehr gefehlt. Und Sadio Mané, ist die Suspendierung, gilt die definitiv nur für das Hoffenheim-Spiel? Ja, ist damit abgehandelt. Ein Spiel und Geldstrafe ist die Konsequenz und die Strafe aus den Vorkommnissen. Dankeschön. Eins dahinter, Carrie Hau für Sport 1. Ja, ich würde gerne an die Frage nochmal anknüpfen zu Mané. Wie haben Sie die ganze Situation erlebt, mitbekommen? Wie sind die Mitspieler auch mit umgegangen und auch Leroy Sané? Und noch eine Nachfrage zu Choupo-Moting, da er ja fehlt, ist dann Tell eine Option für die Startelf? Wie fit ist er nach seiner Verletzung? Startelf ist wahrscheinlich ein bisschen früh für Mathis. Kommt er aus einer Muskelverletzung. Also, was sehen wir daraus? Dreimal dürft ihr raten, Jungs, Mädels. Wir sehen wieder den Serge vorne drin, weil er so eine Kanone ist. Und aus dem Nichts jetzt in die Startelf wäre ein bisschen früh, aber er ist Kandidat für 20, 30 Minuten, glaube ich, je nachdem. Auch wie der Spielverlauf ist, auf jeden Fall. Und ist auf jeden Fall auch ein Kandidat, gerade auf der 9, weil er gerne auf der 9 spielt und sich auch als Neuner sieht. Das andere hat uns natürlich beschäftigt. Ich habe es selber nicht miterlebt, den Vorfall in der Kabine, weil ich in der Trainerkabine war und die in Manchester sehr weit entfernt ist. Also ich habe weder was gehört noch mitbekommen. Aber natürlich habe ich dann sofort und sehr schnell und im Laufe des Abends noch und dann im Laufe des ganzen Mittwochs mit allen Beteiligten gesprochen, mit beiden Spielern gesprochen, auch mit allen Spielern, die es gesehen haben, vielen Spielern, die es gesehen haben, mit einigen im Staff, die unmittelbar dabei waren, die Situation dann auch geklärt haben und beruhigt haben. Das war auch notwendig, hat uns beschäftigt und weil es uns eben beschäftigt hat und weil es schon auch ein eklatanter Vorfall war, war es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass wir, bevor wir ins nächste Training gehen, hier gestern Morgen so die Sache klären, sie klar klären, es klar kommunizieren, auch an alle kommunizieren, die hier im Trainingsgelände arbeiten. Das haben wir gestern Morgen gemacht und damit glaube ich, auch die Luft so reingemacht, dass wir auch wieder positiv miteinander Die Luft reingemacht. trainieren kann. Wir sind leider nicht die erste Mannschaft, in der das passiert und wir werden auch vermutlich nicht die letzte sein. Deshalb hatte es jetzt für mich, in dem, wie die Spieler damit umgegangen sind, ich sage, wir haben viele Gespräche, wie die Spieler damit umgegangen sind, wie die beiden Beteiligten vor allen Dingen damit umgegangen sind, hatte es schon auch eine reinigende Wirkung jetzt. Ich glaube, der Tuchel sieht das ähnlich wie ich. Da sieht er auch so ein bisschen zwiegespalten, ne? Eine reinigende Wirkung, ja. Ich habe ja gesagt, das kann so oder so umgehen. Wird man sehen. Aber ich glaube, er ist auch so ein bisschen zwiegespalten. Dann gestern und heute eine gute Stimmung, positive, energiegeladene Stimmung im Training gehabt, die auch und es ist auch nötig und muss auch. Aber vielleicht ist das ja, vielleicht nimmt der Knabe sich da ja was und hat er jetzt Angst vom Sadio. Vielleicht zündet das beim Knabri auch, wer weiß. Einfach muss auch so sein, weil die Dinge dann geklärt waren.
Dann hier vorne Heiko Niederer für Bild München. Nochmal ein bisschen auch sportlich daran angeknüpft. Sadio Mané hatte jetzt in den letzten Wochen nicht die beste Phase. Jetzt kommt dieser Vorfall dazu. Wie gehen Sie generell mit ihm um? Hat er weiterhin die gleiche Chance? Sehen Sie ihn in deshalb Zukunft weiter bei ja Bayern geklärt. oder gibt es möglicherweise Überlegungen? Also deshalb haben wir es ja geklärt, dass es dann auch geklärt ist. Sonst wird es keinen Sinn machen, dass wir es klären. Dann müssen wir es offen lassen und riesen. Aber wollten wir ja nicht. Also der Sadio, ich bin sein erster Anwalt und sein erster Verteidiger. Ich kenne ihn jetzt so lange, ich kenne sein Umfeld. Ich kenne ihn ausschließlich als absoluten Top-Profi. Ich kenne, wie gesagt, auch sein Umfeld. Er hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. Ja, das ist ja, was ich auch sagte, ne? Das so ein zweischneidiges Schwert. Man weiß halt nicht, wie das entstanden ist und ja, na klar, gehört sich das nicht. Haben wir ja schon in einem anderen Video thematisiert. Aber man muss dann irgendwo auch die Kirche im Dorf lassen. Er hat die Strafe gekriegt. Klare Kante gezeigt, so geht's nicht bei uns. Und ja, jetzt muss man halt sehen, ob die Mannschaft ihn wieder aufnimmt oder nicht. Ne? Der ist Fußball pur. Der hat mein vollstes Vertrauen, hatte er vorher und hatte auch nach diesem Fehler, den er da gemacht hat. Jeder hat das Recht, auch mal einen Fehler zu machen, auch mal über die Stränge zu schlagen. Das war too much und zwar gegen den Verhaltenskodex in der Mannschaft und ganz sicher auch den Verhaltenskodex vom FC Bayern München. Das ist klar kommuniziert, das ist eingesehen, dass eine Entschuldigung hat stattgefunden, die absolut glaubwürdig ist. Gibt es auch überhaupt keinen Grund daran, überhaupt im geringsten zu zweifeln und deshalb hat er mich da als Verteidiger und Anwalt an seiner Seite und es war mir auch wichtig, dass er dabei bleibt, im Training dabei bleibt und es war auch den Spielern extrem wichtig, dass er sofort im Training dabei bleibt, auch wenn er jetzt diese Einspiel-Kadersperre hat zu der Geldstrafe und das ist der Stand. Julian Buhl, T-Online. Ja, auch eine kurze Nachfrage zu der Thematik. Es gibt ja eine Geldstrafe. Ist schon bekannt, was mit dem Geld passieren wird? Bei Julian Nagelsmann war angedacht, bei dem Strafenkatalog das an gemeinnützige Zwecke zu spenden. Gibt es eine Idee in die Richtung? Und vielleicht eine sportliche angeschlossene Frage. Wie sehen Sie die Entwicklung von Rhein Gravenberch? Wie planen Sie mit ihm in den... Ach, wie er genervt ist, oder? Wie er einfach genervt ist. Gerade wegen dem Strafenkatalog hat er ja auch schon auf der Pressekonferenz gesagt, dass das nicht sein Stil ist, dass es aus der Mannschaft kommen soll. Also wird er da kein Interesse haben, wohin das Geld genau geht. Ja, da werden sich andere Leute drum kümmern. Kommenden Wochen, aber auch über den Sommer raus. Zum Ersten, also habe so viele Gespräche und so viele Dinge jetzt auch gehandelt die letzten Tage, dass wir noch überhaupt keine Gedanken darüber gemacht haben, wo das Geld hingehen soll. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch eher ein Thema für den Club und den Spieler. Als für mich habe ich jetzt nicht so weit oben auf der Prioritätenliste. Und das Zweite, Ryan, wir sehen seine Qualitäten, ich sehe seine Qualitäten im Training. Es ist gerade natürlich durch einen Trainerwechsel, wir sind gerade mal, glaube ich, 2 Wochen da, kommen in einer Hochphase im April. Es ist natürlich schwer, Dinge jetzt auszuprobieren, schwer für den Spieler jetzt sich auch natürlich im Wettkampf zu zeigen. Das erkenne ich an, die Situation. Das ist im Moment einfach so. Er trainiert gut. Wir sehen seine Qualitäten. Ich glaube, er ist, so wie er sich selber auch sieht, nehme ich auch wahr, ein Achter, der sich sehr gut drehen kann, der sehr gut dribbeln kann. Und jetzt geht es darum. Ja, dann hau den Koratzka doch mal raus, Alter. Welcher Leistung hat er verdient, da zu spielen, Alter? In diesem kurzen Zeitfenster Meine geduldig Güte. und gleichzeitig ungeduldig zu sein. Also geduldig zu sein, und anzuerkennen, dass die Situation zum einen gerade schwierig ist, jetzt was Neues zu probieren. Er hatte nicht viele Spielzeiten vorher. Und zum anderen in jedem kleinen Training, in jeder kleinen Spielform darum zu kämpfen, um vielleicht den Funken Vertrauen dann auch zu bekommen und die kleine Möglichkeit, die sich auftut, sofort zu nutzen, um da zu sein. Wurde jetzt eingewechselt gegen Freiburg, hat es gut gemacht. Und weiter als Hoffenheim denke ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ist wieder im Kader, ist ein Kandidat zu beginnen, ist ein Kandidat reinzukommen von der Bank. Und ich hoffe, dass der Spieler auch nicht weiter denkt als bis Hoffenheim, weil alles andere macht jetzt keinen Sinn. Und Kaderplanung bin ich noch gar nicht drin, ehrlich gesagt.
versuchen hier die Saison aufs richtige Gleis zu stellen und gut zu Ende zu spielen. Daneben dran Florian Plettenberg für Sky. Hallo Herr Tuchel. Sie haben in 2,5 Wochen, 3 Wochen beim FC Bayern jetzt erlebt, was viele andere Trainer in ihren Teams das ganze Jahr nicht erleben. Erstmal runterschlucken. Können Sie die ersten 2,5, 3 Wochen für Sie mal zusammenfassen? Haben Sie es sich einfacher vorgestellt oder mit einem zwinkernden Auge bereuen Sie schon jetzt irgendwie doch während der Saison angeheuert zu haben? Danke. Kommt der berühmte Work, Eat, Sleep und Repeat. Es ist sehr intensiv, natürlich ist es intensiv. Ich glaube, dass es außen deutlich unruhiger scheint, als es intern ist. Also nach außen scheint es wirklich sehr unruhig. Selbst mit so einer Sache, es ist auch nicht das erste Mal, dass jetzt in meiner Trainerkarriere dass es mal rasselt in der Kabine. Das gehört, da werden wir auch nicht die Letzten sein und das gehört manchmal einfach auch dazu. Dass dabei über die Stränge geschlagen wurde, ist ausführlich kommuniziert, glaube ich, und ist auch von allen Beteiligten anerkannt und ist damit auch aus der Welt. Und trotzdem, selbst wenn man so einen Vorfall hat, es ist intern, die Stimmung intern in der Mannschaft, aber auch im Staff ist unglaublich offen mir gegenüber, sehr, sehr freundlich, sehr, sehr warmherzig. Es ist ein hochprofessioneller Club und ein sehr ruhiger Club innen. Mit sehr kurzen Kommunikationswegen, mit klaren Verantwortlichkeiten und mit allerhöchster Qualität in allen Bereichen. Deshalb ist es natürlich sehr intensiv, weil wir ja gleichzeitig auch noch versuchen, fast ohne Training irgendwie die Mannschaft auf einen gemeinsamen Stil einzuschwören und natürlich viel am Video machen und ein bisschen auch draußen und natürlich auch auf dem Platz. Und das alleine würde genug Zeit in Anspruch nehmen. Dann lerne ich im Moment alle kennen, lerne alle Abläufe kennen. Die Leute, die hier lange und viele Jahre arbeiten, lernen mich kennen. Und on top gibt es immer noch so ein paar Cherries on top. Und dann haben wir noch leider so 1, 2 Ergebnisse, die uns nicht so gefallen. Ja, es ist gut was los. Aber in einem positiven Sinne. Also nichts, was man auch nicht geregelt bekommt. Es macht Spaß. Es ist nach wie vor erlauben uns, den Fokus auf die positiven Dinge zu haben. Und das Allerwichtigste für ein Trainingsgelände und ein Trainingszentrum, es herrscht Ruhe. Vielleicht nicht außen, aber hier drinnen ist der Fokus auf Sport gerichtet und auf die mannschaftsinternen Dinge, wie zum Beispiel ja, leider außersportliche Vorgänge. Aber da liegt der komplette Fokus und deshalb bin ich noch ruhig. Noch. Eins dahinter, bitte, ja. Servus. Nochmal in Bezug auf Mané. Wie groß ist denn die Vorbildfunktion der Spieler auch für die jungen Kicker und vor welchen Herausforderungen? Alter, jetzt machen die wieder so ein Fass auf da. Ey. Junge. Ich sage ja, man muss die Kirche mal im Dorf lassen, wa? Also ich glaube nicht, dass deswegen jetzt Kevin 9 in die Kabine geht und irgendeinen, den er nicht leiden kann, ohrfeigt. Also, es war nirgendwo zu sehen, es war maximal zu lesen, also man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen, wa? Forderungen stehen denn die Spieler? Die ist natürlich riesengroß, jetzt falle ich Ihnen ins Wort, aber es wäre ja auch mal so schön, wenn was in der Kabine passiert und einfach in der Kabine bleibt. Dann bräuchten wir ja auch gar nicht über die Vorbildfunktion jetzt groß philosophieren. So, als allererstes ist, nochmal, ich bin der erste Anwalt und lege da auch meine Hand ins Feuer für den Jungen. Jeder macht einen Fehler, es gehört auch zu einem Vorbild dazu. Jeder macht einen Fehler und es ist dann auch vorbildlich, wie er damit umgegangen ist, hat sich entschuldigt bei allen Beteiligten, hat sich hingestellt wie ein Kerl, wie ein Mann und hat sich reingestellt in die Runde und hat das einfach ganz klar kommuniziert. Und das ist auch eine Vorbildfunktion danach, weil ich glaube, perfekt gibt es nicht und das gehört dann auch dazu. Ja. So, deshalb glaube ich, dass er auch er hat einen Fehler gemacht, aber dass er in dem Umgang und die ganze Mannschaft in dem Umgang und auch... Das werden wir dann halt sehen in Zukunft, ne? Inwieweit, das sieht man ja auch schon auf dem Platz, ob ein Spieler mehr gemieden wird oder nicht. Da bin ich sehr gespannt, aber so wie es sich anhört, ja, hat ja eine Entschuldigung vor versammelten Mannschaft stattgefunden und wenn das irgendwie plausibel erklären konnte, I don't know, womit auch immer, sei mal dahingestellt, wissen wir alle nicht. Ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Leroy, der mit beteiligt war,
sich dort sehr vorbildlich verhalten haben. Im Detail kann ich es Ihnen jetzt leider nicht schildern, müssen Sie mir glauben, aber das war natürlich dann auch in der Kabine in den letzten Tagen und manchmal würde man sich wünschen, dass es in der Kabine bleibt, was ja, wahrscheinlich ein Wunsch bleibt. Hier vorne Elisabeth Schlammerl für den Tagesspiegel. Herr Tuchel, Sie haben ja schon gesagt, dass... Da kommen die Leute jetzt aber raus. Die hast du sonst nie bei irgendeiner Pressekonferenz gesehen, Alter. Das bei Ihnen auch schon öfters bei Mannschaften passiert ist, dass da mal rauschte. Und beim FC Bayern ist das schon öfters passiert. Und einer Ihrer Vorgänger hat man gesagt, das sei auch ein Zeichen, dass die Mannschaft lebt. Würden Sie das auch so sehen oder hat das diesmal eine andere Qualität? Ich glaube, dass wir auch andere Zeichen setzen können, dass wir leben, muss ich sagen. Also das brauchen wir nicht und ich habe es auch gerne ohne und auch lieber ohne. Und natürlich, haben wir jetzt oft genug gesagt, wurde da eine Grenze überschritten. Aber das ist auch schon wieder vorbildlich, mir Tuchel da seit 13 Minuten ein und dieselbe Frage beantwortet. Nur immer ein bisschen anders gestellt. Ne? Weiß nicht, was die Leute da jetzt hören wollen. Nee, wir nageln ihn ans Kreuz und stellen ihn im Mittelkreis auf. Ich glaube, das wäre so eine Antwort, mit was die Leute da gerade irgendwie hören wollen. Ganz wild. Das wir normalerweise nicht wollen und auch so nicht toleriert haben. Ja, na klar. Wenn es dann passiert, in einer Phase nach einer Niederlage, in der Emotion, in einer Sportkabine, dann passiert's. Alter, möchte keiner wissen, wie so meine Reaktion war nach so einer Niederlage. Ich bin nie handgreiflich gegen Mitspieler geworden, das will ich mal ganz klar unterstreichen, aber emotional auf dem Platz, ja, muss halt manchmal raus, ne? Nun mal. Und dann ist, glaube ich, das Wichtigste, wie gehen wir damit um und wie gehen die Beteiligten damit um. Ich habe eher das Gefühl, okay, ich habe jetzt nicht den Beweis gebraucht, dass wir leben, weil ich fand, die Leistung und wie wir uns benommen haben auf dem Feld, war für mich genug Leben drin. Ja, klammer mal den Gnabry aus, bitte. Ja. Und ich hätte noch so den einen oder anderen, wo man auch locker 80% ausklammern könnte. Und wie wir zusammen trainieren und zusammen sind. Aber ich habe es vorher mal kurz gesagt, es hatte für mich eher dann, dass wir es schnell beendet haben, mit der Mannschaft zusammen beendet haben, mit dem Staff, hatte eher dann eine reinigende Wirkung. Ein bisschen auch zwischen den beiden. Manchmal müssen ja Sachen einfach mal ausgesprochen werden, auch wenn sie der andere absolut nicht hören möchte. Dabei ist eine Grenze überschritten worden, das wissen auch alle, aber es hatte schon eine gewisse reinigende Wirkung, das spüre ich im Training. Und da hat er natürlich dazu beigetragen, dass wir es schnell und ganz klar sanktioniert und geregelt haben. Nebendran Christian. Und da muss man auch mal sagen, das ging ja wirklich mal vorbildlich. Ja, das haben wir halt auch schon anders erlebt. Kunz für die DPA. 2 Fragen. Wie wichtig wäre nach dieser turbulenten Woche mal wieder ein starkes sportliches Zeichen? Und die andere Frage, mussten die bei Dayot Upamecano Aufbauarbeit leisten? Ja, ich hoffe, dass wir das auch immer tun. Also das ist ja auch unsere Pflicht. Wir werden unseren Spieler immer beschützen und der weiß selber, es bringt herzlich wenig, wenn ich dem sage, dass er da... Ja, na klar, das weiß er selber. Hatte, das weiß er selber. Ja. Ist noch jung und natürlich wollen wir auf diesem Niveau, in dem Bereich des Feldes, wo die Fehler passiert sind und er die Entscheidungen für sehr viel Risiko genommen hat und so ein paar Probleme in der Vororientierung hatte vor den Entscheidungen, wollen wir die natürlich nicht haben. Und sind bitterböse dafür bestraft worden und es hat seinem ganzen Spiel so ab einer gewissen, spätestens in der zweiten Hälfte, hat so eine gewisse unsichere Note. Alter, guck mal, er sagt es selber. Nicht erst spätestens ab der zweiten Hälfte, das ist noch ein bisschen untertrieben, aber er sagt es selber. Warum hat er dann da nicht ausgewechselt? Hä? Also jetzt haut er sich ja selber in die Pfanne. Also dafür ist er ja nun mal der Coach. Also gegeben, was schade war, weil er war zuvor in absoluter Topform. Also ich habe es eigentlich ausgeschlossen, dass ihm das jetzt gerade passiert, weil er war gerade in den Spielen gegen Freiburg und Dortmund eigentlich unser bester und formstärkster Spieler. Klar, braucht er ein bisschen Aufbauarbeit, der braucht aber auch, diese Aufbauarbeit ist dann manchmal auch, wenn man sehr offen damit umgeht, ist manchmal besser, als wenn jeder nur
sagt, du, das macht nichts und das macht nichts. Und eigentlich denkt jeder, es hat schon ein bisschen was gemacht. Ja, na klar, man muss die Sachen schon offen ansprechen, wa? Wie er schon sagte, er ist ein junger Spieler, der lernt daraus, zumindest wenn er kritikfähig ist, und dann ist das Thema auch abgehakt. Ja? Man muss aber auch dann auch offen ansprechen, dass ein Tuchel da hätte reagieren müssen. Selbst wenn er sich hier, erst recht, wenn er sich hier hinsetzt und sagt, ja, aber spätestens seit Anfang der zweiten Halbzeit hat man ja schon gesehen, dass er ziemlich unsicher war. Ja, warum lasse ich ihn dann in so einem Spiel auf dem Platz? Ja, ich meine, in der Bundesliga gegen Timbuktu, ja, kannst du sowas mit durchziehen, aber nicht auf diesem Niveau, also. Und das müsste ein Tuchel auch besser wissen, wa? Am Ergebnis, sondern wenn man offen und wertschätzend trotzdem kritisch miteinander umgeht, und er dann auch einfach weiß und spürt, dass man ihn nicht fallen lässt und dass keiner auch mit dem Finger auf ihn zeigt. Ja, ist auch richtig so, ne? Fehler gehören dazu. Es waren so leider. Sieht's aus, das sind alles Menschen, ne? Da müssen wir gar nicht drüber reden, habe ich im anderen Video auch schon gesagt, also. Jeder macht Fehler, jeder hat mal einen scheiß Tag und den hat er halt gehabt und gut ist. Ja, man hätte ihn von Trainerseite schützen können. Erst recht, wenn man sich jetzt da hinsetzt und sagt, das habe ich schon Anfang der zweiten Halbzeit gemerkt. Da muss man schon hinterfragen, warum man ihn dann nicht schützenderweise mal auswechselt. Ist nicht so, als hätten wir keine Alternativen auf der Bank gehabt, habe ich auch schon genug thematisiert. Aber ja, der Opa muss spielen am Wochenende. Ja. Und ja, auch aus der Mannschaft, denke ich mal. Klar, tut das super weh. Allerdings kann der Opa auch nichts dafür, dass man danach hat die Köpfe hängen lassen und sich mit einem 3-0 noch glücklich schätzen kann, ja. Weil da hätte ein anderer Ruck durch die Mannschaft gehen müssen, ne? Der halt gar nicht stattgefunden hat, leider Gottes. Und das kann man den Opa dann auch nicht ankreiden. Auch wenn er danach super unsicher weiterhin war, das muss man auch mal sagen, ne? Aber wie ich schon sagte, dann muss ein Trainer einschreiten, ne? Ja, ein paar Fehler sein Spiel war insgesamt ein bisschen fehlerhaft und wir wurden dafür bestraft und weiter geht's. Ganz genau. Haben Sie den ersten Teil der Frage noch? Oder? Ach so, ja, klar. Ich finde extrem wichtig jetzt nach allem, nach dem Ergebnis und nach dem aber auch, wie wir gespielt haben, aber klar, das Ergebnis. Und nach den Nebengeräuschen, die wir selber produziert haben, ist extrem wichtig, haben wir auch so kommuniziert, wie wir gestern auf dem Platz trainieren, wie wir heute auf dem Platz sind, wie wir miteinander umgehen und die Qualität des Trainings. Und der Samstag ist auf jeden Fall morgen. Das ist immer der nächste Schritt. Es gibt kein wichtigeres Spiel als das Spiel, das ansteht. Niemals. Und schon gar nicht für den FC Bayern München und für keinen Spieler vom FC Bayern München. Und auch nicht für den Trainer übrigens. So, das erwarte ich von mir selber, dass ich die Mannschaft zu 100% top vorbereite. Das erwarte ich von jedem, der im Staff arbeitet. Und das weiß auch jeder. Und das erwarten wir von der Mannschaft. Und klar, und das ist erstmal die Grundlage, dass wir hoffentlich ein Ergebnis bekommen, weil wir das auch von uns erwarten. Und ja, morgen muss einfach echt mal knallen. Ja, morgen muss einfach echt mal so 4, 5, 6 Stück müssen mal eingeschenkt werden. Wie auch immer, Alter. Ganz ehrlich, es muss morgen einfach mal ein überzeugendes Spiel her und es muss rappeln in der Kiste. Ja, dass man dann wirklich nochmal Selbstvertrauen hat, an sich glaubt und sieht, dass es doch geht. Und dann kann man vielleicht nochmal ein halbes Auge auf Man City werfen. Aber es muss jetzt endlich mal rappeln. Ja? Und es muss endlich mal 90 Minuten lang Gas gegeben werden und nicht irgendwie 30 Minuten und dann, wenn man 1-0 führt, sich wieder zurücklehnen. Nein, es muss mal durchgezogen werden. Ne? Ja, das ist, was ich mir morgen erwarte und erhoffe. Ja? Und wie wir schon gehört haben, zu meinem Leidwesen, gut, entweder spielt ein Musiala, der auch nicht wirklich überzeugt hat, von daher, und ein Müller geht vorne rein, obwohl der Tuchel halt auch weiß, dass das nicht seine Stärke ist. Aber ich denke, selbst ein Müller vorne auf den 9 kann nicht schwächer sein wie ein Gnabry. Ja. Jetzt habe ich den Gnabry natürlich so rund gemacht die letzten Wochen und Monate, verdienterweise. Und wer weiß, vielleicht spielt er morgen und macht 2 Hütten. Habe ich aber auch schon in einem anderen Video gesagt, selbst wenn dem so ist, verstehe ich es nicht, wenn er wirklich wieder anfängt. Ja, er hat es absolut nicht verdient. Also wirklich absolut gar nicht. Ja. Und weil wir es auch benötigen im Titelrennen. Dann Christopher Melzer für die FAZ, bitte. Hallo, Herr Tuchel. Hallo. Weil Sie sagten, dass Sie Sadio Mané schon so lange kennen, noch eine sportliche Frage und weil Sie mehr wissen, auch widersprechen Sie auch gerne sofort.
Aber ich habe so das Gefühl, in Liverpool war er deswegen auch so ein guter Spieler, weil seine ersten 3, 4, 5 Schritte, ne, die sind so wahnsinnig gut, wahnsinnig schnell. Und jetzt in dieser Saison habe ich ein bisschen Gefühl, dass er vielleicht, in England würde man sagen, he lost a step. Haben Sie auch den Eindruck oder wie würden Sie sonst erklären? Ich kann Ihre Beobachtung teilen. Das ist jetzt schwer komplett zu widersprechen und zu sagen, Sie haben sie komplett falsch beobachtet. Es scheint manchmal so. Ich habe nur auch die Erfahrung, dass das manchmal, wenn es so scheint, gar nicht daran liegt, dass es tatsächlich ein physisches Problem ist, sondern vielleicht ein bisschen Vertrauen, Leichtigkeit und ein bisschen Anpassung noch nötig ist an eine komplett andere Umgebung, an eine andere Kultur, an eine ganz andere Kultur des Fußballs auch und an eine andere Rolle in einer anderen Mannschaft. So, da habe ich gerade eher das Thema, dass er vielleicht auch wie haben wir gesagt, he lost a step, vielleicht hat er auch die Leichtigkeit, nicht nachdenken zu müssen in der Liverpooler Mannschaft, in dem Mannschaftsgebilde, in der Art zu spielen. Vielleicht fehlt ihm das ein bisschen und deshalb zögert er etwas, braucht ein bisschen länger zu reagieren und deshalb sieht es auch aus, als wäre er immer, nicht immer, aber als wäre er hier und da mal einen halben Schritt zu spät. Und ja, deshalb habe ich eine ähnliche Beobachtung, aber ich hoffe, dass es nicht so ist, sondern dass wir über Vertrauen, über Nähe, über und auch wirklich gelebte Wertschätzung den Jungen dahin bekommen, wo er war. Ein absoluter Top-Stürmer in der schwierigsten Liga der Welt. Und es ist unsere Aufgabe, dass wir ihn da zurückbringen. Das ist auch mal eine starke Aussage. Es ist unsere Aufgabe. Und genau das ist es auch. Ja? Na klar, muss der Spieler wollen und können. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Dann Carrie Howe nochmal bitte. Sie haben sich sehr positiv geäußert zur Leistung Ihrer Mannschaft über die 60, 65 Minuten gegen Man City. Macht Ihnen auch diese Phase, quasi diese Spielzeit, Hoffnung auf das Rückspiel? Glauben Sie noch an das Weiterkommen? Wie sehen das die Spieler auch intern? Also zunächst mal haben wir schon, auch ich für mich, und klar festgelegt, dass auch im Hinblick auf das Rückspiel es gilt, nicht den Fokus zu verlieren. So die Aufgabe ist natürlich nicht leichter geworden und scheint fast unmöglich. Ja, ich bleib auch dabei, dass es unmöglich ist, egal was er jetzt noch irgendwie Motivierendes rausballert. Und warum sehe ich das so? Habe ich in einem anderen Video mehr als ausführlich kommuniziert, aber in erster Linie einfach den Zusammenbruch nach dem 2:0. Da hätte man anders reagieren müssen. Gerade in so einem Spiel, und da hat man schon gesehen, dass schon der Glaube gar nicht da ist, ja, in der Mannschaft. Ich glaube nicht, dass jetzt die Ohrfeige vom Mane an Sané jetzt irgendwie das Momentum war, wo bumm, so, wir haben jetzt alle Topform und sind alle hochmotiviert. Ich würde mich sehr, 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 sehr gerne irren und wir packen das irgendwie im Rückspiel. Würde ich natürlich feiern, aber also mein Glaube ist da nicht sehr hoch. Das Schöne ist, mein Karma haut mir so oft in die Fresse, dass wenn ich solche Äußerungen treffe, es vielleicht halt doch anders kommt. Aber im Fußball ist nichts unmöglich. Nur wenn wir das wirklich, den Glauben dann auch wirklich haben wollen und nicht nur das berühmte Pfeifen im Wald, wenn wir den wirklich haben wollen, was ich schon spüre, dass wir auf die Revanche brennen und das Rückspiel brennen, ist es ganz wichtig, klar zu haben, dass du auf den Berg nur kommst, wenn du Schritt für Schritt gehst. Es macht einfach keinen Sinn, die ganze Zeit zum Gipfel zu gucken. Du musst Schritt für Schritt sicher treten und das gilt für uns jetzt, so langweilig das klingen mag. Wir brauchen gute Stimmung, gute Qualität im Training. Hatten wir jetzt brauchen wir morgen eine Top-Leistung. So sieht's aus, ey. So was ich sage. Dann werden wir... Morgen musst du halt einfach mal 4, 5, 6 Tore machen, Alter. Da gibt's... Alles andere wird dich nicht pushen. Ne? Ganz im Gegenteil. Schauen, dass wir hoffentlich aus den 3 Steps dann den nächsten kleinen Zyklus schnüren und den nächsten kleinen Zyklus angehen bis zum Mittwoch. Und dann, klar, bleibt Fußball Fußball. Brauchen wir ein bisschen Glück, brauchen wir ein bisschen, das brauchen auf jeden Fall das Momentum auf unserer Seite. Das hatten wir jetzt so, würde ich sagen, nicht. Und ich bleibe auch dabei, auch in der Analyse, in den Daten und in der Videoanalyse und im Spiel nochmal gucken, bleibe ich dabei. Ich bin 70 Minuten sehr zufrieden
Und das, was man am Video nicht sieht, was ich an der Seitenlinie gespürt habe, wir hatten Phasen, in denen das Momentum komplett hätte auf unsere Seite kippen können, aber wir hatten das Spielglück nicht, wir hatten den Moment nicht. Na, wir hatten auch nicht die richtigen Spieler auf dem Platz, ja. Also wie gesagt, ein Gnabry war ein Totalausfall. Ja, und dann ist es schon erstaunlich, dass wir dann trotzdem noch mit 10 Mann geschafft haben, dass das Momentum zu kippen beginnt. Nur du hättest so viel eher reagieren müssen und da mal auch da saßen 3 Alternativen auf der Bank, um den Gnabry mal zu ersetzen. Wir hatten den Fernschuss nicht, wir hatten den vielleicht einen Ausrutscher, einen entscheidenden Fehler nicht, um dann wirklich in den sehr guten Phasen nochmal eine Bestätigung zu bekommen. Und deshalb war es dann am Ende im Gegenteil. Eigentlich in jeder sehr guten Phase haben wir uns zwar schon selber geohrfeigt und haben eine Ohrfeige gekriegt. Und deshalb war es dann am Ende hinten raus auch schwerer, also auf dem Niveau zu bestehen. Dann drehen wir langsam die letzte Runde. Heiko Nitterer nochmal bitte. Was ihr auch braucht, sind Tore. Das hat man in den letzten Spielen gesehen. Deshalb nochmal 2, 3 Fragen zum Sturm. Einmal Choupo-Moting, er war ja gestern wieder dabei. War das jetzt ein Rückschlag? Was hat er genau? War kein Rückschlag, mussten nur anerkennen, dass es nicht richtig gut war. Vom individuellen Training sah es sehr gut aus. Und dann kam ein bisschen gestern komplexere Bewegungen im Mannschaftstraining. Hat er sofort sich unwohl gefühlt damit und hat dann früher abgebrochen und hat heute nochmal einen Ruhetag eingelegt. Okay, also die gleiche Geschichte quasi. Ja, das Gleiche, aber reagiert. Wie planen Sie da jetzt mit Gnabry in Manchester? Hat es nicht so ganz überragend funktioniert? Nicht so ganz überragend, Alter. Unterirdisch schlecht. Einfach unterirdisch schlecht. Bin jetzt super gespannt auf diese Antwort. Es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder sagt er, ja, wir halten mal an der Mannschaft fest, weil es waren ja 70 ganz gute Minuten. Oder er bringt Müller ins Spiel. Mir schwant allerdings Böses. Ist da zum Beispiel Thomas Müller auch eine Option im Sturm oder wie ist da die Planung? Ja, ich habe den Thomas gerne um den Stürmer rum und So. Mané ist nicht da. Taylor hat da gesagt, kann er nicht, kann nur 20, 30 Minuten. Ansonsten haben wir keinen Stürmer. Also heißt es, Gnabry spielt. Eine Linie dahinter. Serge hat eigentlich ganz gute Räume gefunden, er war ein bisschen schlampig unter Druck am Ball, ein paar technische Fehler leider gehabt, sonst hätte er, glaube ich, auch noch gefährlicher werden können. Wir haben viele Torchancen rausgespielt in Freiburg, viele hochkarätige Torchancen. Ja, aber auch da war ein Gnabry nicht zu sehen. Was will er denn jetzt rechtfertigen? Viele Torchancen gegen Dortmund, im Pokalspiel gegen Freiburg war es so durchwachsen. Und jetzt habe im Pokalspiel gegen Freiburg war nicht durchwachsen, da haben wir einfach gar keine Torchancen herausgespielt. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Ehrlich gesagt nicht mit sehr viel gerechnet. Manchester City können sie einfach nicht reduzieren auf Ballbesitz und auf Angriffsschemen. Manchester ist seit Jahren die Nummer 1 in Standardsituationen in England, offensiv und defensiv, und ist einfach unglaublich fleißig. Also wir hatten da ein paar Situationen, die sie einfach wahnsinnig gut und wahnsinnig schnell wegverteidigen. Das müssen wir anerkennen. Deshalb habe ich jetzt gegen City nicht mit vielen hochkarätigen Chancen gerechnet. Wir haben aus keiner so hochkarätigen Chance ein Tor gekriegt. Das gehört dann halt auch mal dazu. In so einem Match, ja, durch einen abgefälschten Schuss oder vielleicht durch Jamals ersten Torschuss, der dann vielleicht durch die Beine geht beim Verteidiger und nicht an seinem Bein hängen bleibt, dass wir dann da in Führung gehen. So. Aber klar, der Fokus, um es auch nochmal auf das morgige Spiel zu bringen, der Fokus für morgen ist, wir wollen so viel Tore schießen wie möglich und wir wollen keins kassieren. Das ist eine einfache Message. Ja, die Message, ob der Gnabry spielt, hat er jetzt nicht beantwortet, aber ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben ja gar keine Alternativen. Wenn du unbedingt da vorne einen Stürmer haben willst. Weil, dass wir da irgendwie den Tell reinwerfen, haben wir gerade gehört, wird nicht passieren. Dass wir irgendwie mal den Jungen aus der zweiten Mannschaft da reinwerfen, überraschenderweise, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und von daher muss ich mir morgen das Elend wieder angucken. Tut mir jetzt schon in der Seele weh. Manuel Bonke, bitte, eine Frage, ne? Und so trainieren wir auch und bereiten uns auch vor. Also wir wollen die Spieler in die Situation bringen.
Herr Tuchel, in München geben ja oft gerne Experten auch ihre Meinung kund. Nicht nur in München. Jetzt war ein Thema auch Jan Sommer, 10 Zentimeter mehr oder weniger, hätte das 1:0 gehalten. Wie planen Sie denn eigentlich im Sommer, wenn Manuel Neuer zurückkommt? Ist es dann klar? Ja, ich setze auf den Ulle, sagt er jetzt. Und ich setze den Manu als Nummer 3 auf die Bank. Was soll er denn jetzt sagen? Alter. Dass der Kapitän auch Ihre fixe Nummer 1 ist. Freuen Sie sich auf einen Zweikampf oder... Ja, oder? Alles. Also klar, wenn Jan 30 Zentimeter größer wäre und vorher schon in der Ecke gestanden wäre, hätte er ihn klar gehalten. Also natürlich, am Video und in der Superzeitlupe verteidigen wir jedes Tor, das ist klar. Und in der Videoanalyse. Das ist nichts Neues. Dass wir uns schützend vor unseren Spieler stellen, ist auch nichts Neues. Und dass ich persönlich nichts von anderen Meinungen weiß, weil ich sie nicht lese. Und das ist auch richtig so, ne? Das ist wirklich richtig so. Guck mal, ich bin auch nur irgendein Dude, der im Internet so seine Meinung äußert, seinen Senf dazu gibt. Wobei ich aus meiner Sicht das natürlich sehr gut mache, ist ja klar. Aber ja, wie viele Meinungen sollte sich denn dann so ein Bayern-Trainer angucken, Alter? Allein von den Experten, die so rumschwirren, ne? Allein dafür bräuchte ich ja schon einen extra Angestellten. Ja, ist ja einfach so. Weil sie jetzt für den inneren Umgang mit Kritik und Lob auch nicht relevant sind, ist auch klar. Und das andere Thema ist im Moment kein Thema. So, we cross the river when we're at the river. Im Moment ist es eine große Freude, Manu zuzuschauen bei der Reha, weil das geht jeden Tag vorwärts. Gestern habe ich in der Nähe von meinem Trainerbüro Lärm gehört. Dann hat er seine ersten Torwartübungen gemacht im Reha-Bereich mit Bällen, hat die ersten Bälle da gehalten. Das hat mir ein gutes Gefühl direkt gegeben, also ihn dabei zu sehen. Und ich glaube, dass der Manu, ich bin mir 100% sicher, dass der Manu es auch nochmal wissen will. Und jetzt warten wir einfach mal ab und bestärken ihn auf dem Weg. Ist unser Kapitän, ist der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, nicht vergessen. So, wir sprechen von einer großen Persönlichkeit im deutschen Sport und beim FC Bayern. Deshalb drücken wir jetzt mal alle Daumen, der kriegt jede Unterstützung und gleichzeitig kriegt Jan jede Unterstützung, weil er sie verdient hat. Und fangen nicht an jedem Tor rumzukritteln. Macht keinen Sinn. Letzten beiden Fragen bitte Florian Plettenberg nochmal und dann eins. Nochmal zwei. Herr Tuchel, was beim FC Bayern nicht oft passiert, ist, dass nach großen Niederlagen über den Trainer trotzdem sehr, sehr positiv gesprochen wird. Auch aus der Mannschaft heraus ist das so. Wie haben Sie das geschafft, dass die Spieler sagen, der trainiert geil, der spricht gut mit uns, der hat eine gute Empathie und wir lachen unter ihm? Wie haben Sie das hinbekommen und wie finden Sie eigentlich den Stürmertypen? Alles gelogen. Wie finden Sie den Stürmertypen Victor Osimhen? Den Stürmertypen. Danke. Den Stürmertypen. Wissen Sie, ich hab eine Meinung dazu. Nur wenn ich die jetzt sage, ich kenne ja die Mechanismen, dann sagt mein Kollege auch wirklich zurecht, wie kommt er dazu? Weil bis das rüberschwappt nach Italien, ohne dass ich in Kontakt damit stehe, dass ich im Moment damit liebäugle, diesen Spieler zu verpflichten, kommt das anders an in Italien. Und er sagt dann mit vollem Recht, wieso hält der Thomas nicht seine Klappe? Hat er nicht genug zu tun mit Hoffenheim und Man City? Deshalb halte ich meine Klappe, weil ich habe genug zu tun mit Hoffenheim und Man City. Und wir sprechen nicht über Spieler, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen. Was war der erste Teil? Weiß ich nicht. Also weiß ich nicht. Ich versuche, es ist eine Verpflichtung. Ich habe gesagt, als ich unterschrieben habe beim FC Bayern und zum ersten Mal dann später am Abend auf die zur Sebener gefahren bin und im ersten Stock da war oder zweiter Stock, was das ist, dann spürst du schon, dass du da einigermaßen schweren Kugelschreiber in der Hand hast und einen Arbeitsvertrag bei Bayern unterschreibst. Das ist dann auch eine Verpflichtung. So die Verpflichtung für mich ist natürlich auch aus der Verantwortung, die sich daraus ergibt, aber es ist allererst mal eine große Freude, eine große Verantwortung und eine große Ehre und da ergibt sich alles Weitere. So, ich habe einen Anspruch, das so gut wie möglich zu machen, fleißig zu sein. Ich muss natürlich eine Stimmung vorgeben und muss die Dinge so machen, wie ich sie am Ende auch haben will.
Da gehören aber schon auch Ergebnisse dazu, weil mein Wohlbefinden hängt mal, so wie alle anderen Wohlbefinden, ganz schön stark an den Ergebnissen, muss ich sagen. Und wir wollen das natürlich auch in die richtige Spur bringen, dass wir die 2 Punkte, die sie da im Moment noch so gegeneinander aufgewogen haben, mit Niederlagen, aber trotzdem positiv, die müssen wir schon zusammenbringen. Dann die wirklich letzte Frage bitte, hinten, ja. Ja, Herr Tuchel, wenn Sie zurück sind in der Bundesliga, haben Sie den Eindruck, es bleibt innerhalb der Identität des FC Bayern ein Einfluss bzw. eine Erbe von Pep Guardiola? Und wenn schon, wie? Lol, ey, wie lange ist der Pep jetzt bei uns schon weg? 3, 4, 5 Jahre? Junge, ey. Ja, ob es hier ein Erbe von Pep gibt, ja, das gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, dass... Ja, den käme ich als Sechser. Chaka! Das ist das Erbe von Pep. Ist auch Nein, natürlich hat der Pep 4-2-3-1 eingeführt und so weiter. Man sieht schon noch so ein systemmäßig. Ja, aber am Ende des Tages sind einfach zu viele Jahre vergangen, als wenn da jetzt noch irgendwie da Pep was zugeschrieben werden muss. Ja, komm, wir hören uns die Frage erst zu ändern, bevor ich hier noch sehr großes Erbe von Jupp Heynckes gibt. Ich glaube, es ist ein sehr großes Erbe. Das wollte ich gerade so sagen. Auch noch von Louis van Gaal. Dass es ein Erbe gibt von Hansi Flick, der unglaublich viele Titel dann auch gewonnen hat. So die gibt es auf jeden Fall. Pep war über 3 Jahre extrem prägend in diesem Verein und hat seine Spuren hinterlassen. Ich spüre auch den Geist von Jupp hier und es ist auch dann meine Verantwortung, das so gut wie möglich machen zu wollen. Und auch gegenüber den Verantwortlichen, die diesen Club aufgebaut haben. Klar, das gibt's, aber es ist wichtig, dass ich nicht versuche zu imitieren, nachzuahmen und auch nicht eingeschüchtert bin davon, was ich nicht bin, weil ich liebe das, was ich mache, zu sehr und ich bin dann zu sehr in der Arbeit, als über das große Ganze nachzudenken, sondern ich liebe die Aufgabe und ich liebe es, dass ich bin dankbar für die Möglichkeit, auf dem Niveau zu arbeiten. Jetzt versuche ich bei diesem Club, was eine große Aufgabe ist, meine eigenen Spuren zu hinterlassen und das geht am Endeffekt auch nur zusammen, nur mit dem Staff und nur vor allen Dingen mit der Mannschaft. Deshalb ist das der Weg. Dankeschön. Unser Weg geht jetzt nach draußen. Danke Thomas, danke euch. Bis Endlich darf er gehen. Ja, wie immer eine sehr authentische Pressekonferenz. Wie immer holt der Tuchel einen ab, nimmt einen mit. Wir wissen, dass er Gnabry morgen spielt. Vielleicht hat er intern Rüffel gekriegt. Vielleicht hat er jetzt Angst, dass er Sadio ihn auch mal eine Watschen gibt. Vielleicht macht das was. Vielleicht schaltet das einen Schalter um. Ich weiß es nicht. Ja, dass es jetzt gerade irgendwie alternativlos ist, dass ein Gnabry da aufläuft, ist natürlich tragisch. Zumindest für mich. Weil ich es ja absolut nicht fühle, dass der Typ da aufläuft, sage ich euch ganz ehrlich, habe ich ja auch schon gesagt, aber vielleicht belehrt er mich morgen und dann Mittwoch ja eines Besseren. Wer weiß das schon. Lassen wir uns überraschen, Leute. Das war's. Das war die Pressekonferenz. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel morgen. Und vielleicht überrascht der Tuchel mich ja morgen auch noch, indem er den Tell aufstellt. Ich halte es für fast unmöglich, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, war. Tschüssi.